Nochmal wirklich einen guten Morgen oder Buongiorno, wie ich würde sagen. Buongiorno, sagen wir mal alle Buongiorno. Okay, wir gehört, dass Sie schon mal im Tessin oder in Italien sind. Das ist gut. Es gibt andere Wörter. Bruschetta. Okay, nicht Bruschetta. Okay, Bruschetta. Das war für heute italienische Lektion. Genau, ich war Aufgabenhilfelehrer. Ich tue gerne unterrichten. So, das erste habe ich abgehakt. Mein Name ist Davide Caritiello. Ich bin in Wettigen aufgewachsen. Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen. Und mich hat es jetzt wieder nach Italien verschlagen, wo meine Grosseltern ausgewandert sind. Ich bin schon vor 4-5 Jahren bin ich dort studieren. Ich habe meine wunderschöne Frau Deborah dort kennengelernt. Sie ist halb von der Toskana, halb Engländerin. Und seit 1,5 Jahren sind wir als Missionare in Italien mit Vision Europa. Vision Europa, das ist die Missionsgesellschaft vom Bund FEG in Europa und in verschiedenen Ländern sind sie vertreten. Ich darf in Italien sein mit ihnen. Und auch der Kreuzpunkt unterstützt uns und für das möchte ich einfach mal ein riesen Danke sagen für die Unterstützung, finanziell, aber auch geistlich, für jede Nachricht, für jedes E-Mail, für jeden Anruf, den ihr macht. Es ist wichtig. Es ist wichtig, weil Mission ist nicht immer einfach und darum ein riesen Danke. Gerne die nächste Folie, das sehen wir, wo wir sind. Wir sind ganz nah an der Schweiz, also wir sehen die Schweiz fast. Wir sind wirklich zwischen Mailand und Como in Caronno Pertusella, dort ist die Kirche. Ich wohne selber in Saronno, also 5 Minuten davon entfernt. Und wir sehen schon ein bisschen Berge, also wir sind wirklich sehr nah. Wir haben 3 Stunden mit dem Auto. Wenn ihr uns besuchen wollt, wir würden uns freuen. So, das Dorf, oder das Städtchen, wo wir hauptsächlich arbeiten, das hat 20'000 Einwohner. Das heisst Caronno Pertusello und das ist in der Groane. Das ist so eine Art Sumpfgebiet. Ein altes Sumpfgebiet, könnte man sagen. Gerne die nächste Folie. Ich bin noch in den Startlöchern in meinem Dienst. Ich habe das gemerkt, als ich gestartet bin, dass ich wirklich noch am Starten bin. Ich habe ein super Team, das ich zusammen arbeiten darf. Ich weiss nicht, einige von euch werden Doris Meister kennen. Sie ist auch Missionarin mit der FWG. Und dann haben wir noch Rahel und ihren Mann und ihre Familie. Wir sind einfach das Team vor Ort. Wir zusammen arbeiten und es ist schön, wir haben verschiedene Generationen, verschiedene Gaben. Und ich lerne sehr viel von ihnen, was nützlich ist. Genau, und sie haben die Gemeinde vor 10 Jahren gegründet und dann haben wir auch eine Hilfe angefordert, vor allem mit der Jugend und mehr auch mit den Männern zusammen arbeiten. Und dort bin ich dann auch hauptsächlich tätig. Im nächsten Bild seht ihr, wie das bei uns am Sonntagmorgen aussieht. Also wir sind nicht ganz so viel. Es sind ca. 30 Erwachsene und 10 Kinder. Also vielleicht ein Zehntel, man könnte sagen, vom Kreuzpunkt. Wir arbeiten daran, dass die Gemeinde selbstständig wird, dass die Leute vor Ort Verantwortung übernehmen, dass die Leute vor Ort Leiter werden und da arbeiten wir viel mit Jüngerschaft. Also es ist nicht nur einfach Kirchenaufbau und Programm, sondern es geht auch um Jüngerschaft, dass Leute freigesetzt werden. Das ist unser Ziel. Das nächste Bild zeigt, dass wir wollen auch eine lokal präsente Gemeinde sein. Da auf dem Bild gesehen, dass wir am Weihnachtsmarkt gegangen sind. Wir haben einen Stand gehabt, wir haben ein Glücksrad gehabt, wir haben Ballone gehabt. Wir wollten auch die Leute beschenken. Das ist etwas zum Beispiel. In 2 Wochen nehmen wir am Heuballenrennen teil vom Dorf. Also dann müssen wir den Heuballen durchs Dorf stoßen und da wird Zeit gemessen. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, wir wollen einfach präsent sein, wir wollen uns zeigen, wir wollen zeigen, wer wir sind und wir wollen ein Teil sein von der Gesellschaft. Wir wollen nicht eine Parallelgesellschaft sein, sondern wir wollen ein Teil sein von der Gesellschaft und das ist ein Ziel. Dann das nächste Bild, ganz wichtig, in Italien, ohne Essen geht nichts. Es ist wirklich so, also auch wenn wir gehen nicht einfach ein Bier ziehen. Sondern da gibt es noch ein bisschen Nüssli oder noch ein bisschen Chips oder wir essen noch gerade einen Hamburger. Oder auch wenn wir jemanden einladen, gibt es nicht nur einfach ein Teli, sondern da wird noch ein Kuchen aufgetischt. Und das leben wir auch in der Gemeinde. Wir wissen, das ist wichtig, dort können sich die Leute öffnen. Dort kann man tiefere Gespräche führen. Wir haben, jetzt mit Covid ist es nicht möglich gewesen, aber wir haben eigentlich einmal im Monat zusammen wir als ganze Gemeinde essen.
Wir haben auch andere, dass wir zusammen Glasse essen. Also wir versuchen das wirklich als ein Teil der Gemeinde zu leben. Das Essen, zusammen essen, Gemeinschaft leben. Meine Frau Deborah, sie ist im Lobpreisteam dabei. Ihr seht sie auf dem nächsten Bild. Sie ist eher ein bisschen schüchtern, darum will sie jetzt nicht auf der Bühne sein. Ja, sie dient dort. Sie arbeitet nebenbei als Lehrerin. Sie unterrichtet Italienisch, Geschichte und Geografie an einer Mittelstufe. Einer meiner Hauptdienste, das ist die Jugendgruppe. Ich sehe sie auf dem nächsten Bild. Und das ist für mich ein kleiner Erfolg. Ja, Privacy, genau. Das ist für mich ein kleiner Erfolg, weil als ich angekommen bin, hat es die nicht gegeben. Und ich habe die Jugendlichen auch nicht gekannt. Und ich bin... Also es war wirklich schwierig. Ich habe wirklich beten und beten und beten. Einfach, dass eine Jugendgruppe entstehen darf. Da sehen wir uns an einem Pizzaabend. Mittlerweile haben wir die Jugendgruppe auch mit der Brianza-Gemeinde zusammengeschlossen. Die kennen vielleicht eine von euch. Also wir treffen uns wirklich regelmäßig alle 2 Wochen mit einem super Programm. 10 bis 15 Jugendliche. Und das ist mega cool, dass es einfach vorher nicht gegeben hat. Und jetzt gibt es und da hat einfach Gott gewirkt. Und für das bin ich dankbar. Ich tue regelmäßig predigen, ich mache Moderation. Ich bin in der Sonntagsschule dabei, nicht als Super Mario, sondern einfach als Leiter. Ich habe ein Büchlein bekommen, also ich weiß nicht, ob ich Super Mario heute noch arbeiten würde. Ich habe ein Bibelstudium, das ich leite. Und ich bin einfach verschiedene Sachen am Ausprobieren, meine Gaben am Kennenlernen. So, genau. Das ist ein bisschen, was ich mache, dass ihr ein bisschen einen Geschmack davon habt. Das zweitletzte Bild noch, das Bild von unserer Gemeinde. Einfach, dass ihr sie sehen, wenn ihr uns einmal besuchen kommt, am Sonntag, dürft ihr wirklich gerne in den Gottesdienst kommen. Ich würde sagen, wir sind eine freudige Gemeinde. Das zeichnet uns als Gemeinde aus, dass wir Freude haben. Dass, wenn wir uns sehen, dass wir gerne im Gottesdienst sind, dass wir gerne singen, dass wir gerne zusammen beten. Das zeichnet uns aus und das gefällt mir auch. Das macht mir Freude. Ich habe noch 3 Gebetsanliegen mitgebracht. Im Sommer gibt es ein Konzert, wo ein amerikanischer Chor in die Nachbarstadt kommt. Wir arbeiten da mit einem lokalen Radiosender zusammen, mit einer Missionsgesellschaft, die so sozial sehr gut schafft. Arbeiten wir zusammen und wir haben das Konzert und es ist ein Saal von über 500 Leuten. Wir beten, dass der gefüllt wird. Wir beten, dass Leute kommen, Gospel hören, das Evangelium hören. Das ist unser Herzensanliegen. Dann dürfen wir auch gerne für neue Besucher beten. Es kommen auch regelmäßig neue Leute in die Gemeinde über die Homepage, über Verwandte, über Freundschaften. Also dass das weiter gehen darf und dass wir wirklich auch dort wachsen dürfen. Und das letzte Anliegen, das wir auch gerne beten dürfen, ist, wir schreiben regelmäßig im Lokalblatt von der Gemeinde, also von der politischen Gemeinde, dürfen wir Artikel schreiben. Und dass die auch dort dürfen die Leute erreichen, also die Leute wirklich, die auch im Einzugsgebiet der Gemeinde leben. Das war ein kurzer Einblick. Wenn ihr gerne mehr wissen wollt, hat es hinten eine Liste, wo ihr euch reinschreiben dürft. Da gibt es einen Newsletter, der alle 2-3 Monate kommt. Da habt ihr noch ein bisschen mehr Bilder, noch ein bisschen mehr Inhalt und noch andere Gebetsanliegen. Später wird es auch ein Apero geben, aber einfach die sich angemeldet haben, genau, die sich angemeldet haben, nachher gibt es noch mehr. So, wir kommen zu der Predigt. Genau, danke, ja. Danke, dass wir da sind. Wir kommen zu der Predigt und der Predigttitel, vielleicht hat ihn jemand schon gesehen, der ist «Ansteckend Christsein». Vielleicht denkt einer, jetzt ist der Covid vorbei, jetzt kommt etwas anderes, was ansteckend ist. Nein, danke. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich eure Meinung ändern. So, als ich klein war, wenn ich krank war, musste ich daheim sein, es ist mir schlecht gegangen. Und das habe ich gehasst. Aber einmal bin ich krank und ich hatte Windpocken. Und wo ich die Windpocken hatte, da ist der ganze Block, haben die Mütter sich abgesprochen und da sind wir alle zusammen spielen, Kind. Und ich habe gedacht, hä? Ich bin krank, aber ich muss nicht in Kinski, aber ich darf trotzdem mit meinen Kollegen spielen. Das habe ich richtig cool gefunden. Und klar, es gibt auch Krankheiten, die nicht so cool sind. Aber an sich kann ansteckend sehr neutral sein. Überlegen wir mal. Haben wir mal gesagt, dein Lachen ist ansteckend?
Meine Frau hat ein sehr ansteckendes Lachen. Aber auch eine freudige Person kann Freude vermitteln. Oder es gibt so nervige Personen, wenn die im Raum sind, da bricht einfach die Stimmung zusammen. Also ansteckend an sich ist neutral. Es kann positiv sein oder es kann negativ sein. Und wir wollen uns heute einfach auch unser Glaubensleben anschauen, wie das ansteckend kann sein. Weil es kann auch positiv oder negativ sein, dass uns das bewusst ist. Bevor wir zum Hauptteil gehen, möchte ich einfach noch 2 Sachen sagen. Wenn es heisst, ansteckend Christ sein, dann heisst das nicht, andere manipulieren, dass sie auch Christen werden. Ich bin fest davon überzeugt, das geht gar nicht. Wir können niemanden zum einem Glauben mit Gott führen, wenn das auf eine manipulative Art passiert. Und etwas anderes, was auch ganz wichtig ist, wenn es heisst, ansteckend Christ sein, dann muss das authentisch passieren. Wenn wir nur ansteckend Christ sind, um die anderen zu erreichen, wenn das unser Hauptziel ist, dann ist das überhaupt nicht authentisch, sondern ich glaube, wenn es heisst Christ sein, also ich Christ sein, dann ist das etwas, was unsere Identität betrifft. Etwas, was zuerst in uns stattfindet und dann überschwappt zu den anderen. Also es geht um Identität. Wer ich in Christus bin. Es geht nicht um meine Werke oder wie gut ich reden kann. Oder wie gut ich eben überzeugen kann. Oder wie perfekt ich bin. Es ist nicht das. Und es geht darum, wer ich in Christus bin. Ich habe einen Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief mitgebracht im Kapitel 2, Vers 11 und 12. Der Petrus schreibt den Brief. Am Anfang ist ein bisschen Theorie und dann im zweiten Teil startet Praxis. Und er startet so den Teil. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Der Petrus schreibt den Brief an eine Gemeinde oder an verschiedene Gemeinden damals, aber wir dürfen den Brief auch ein bisschen für uns verstehen. Und er schreibt, der Praxisteil, der startet mit dem Wort Geliebte. Wieso macht er das? Wieso startet er so einen Praxisteil? Weil er weiß, es startet mit der Identität. Was du machst, das muss zuerst in deiner Identität sein. Er sagt nicht meine Diener, der Petrus war wichtig damals. Er sagt nicht meine Diener, meine Untertanen oder meine Sklaven. Nein, er sagt Geliebte, geschwisterliche Liebe. Dort startet es. Das soll der Ursprung sein vom Handeln. Das soll die Identität sein. Und dann gibt er noch mehr Identität und er sagt Gäste und Fremdlinge. Das ist schon ein bisschen weniger schön amigs. Klar, Gäste sein ist noch schön. Man wird bedient. Aber auch der Gast muss irgendwann gehen. Spätestens nach dem Kaffee, wenn es heisst also, dann weiß man als Gast, also ich gehe, tschüss. Ein Fremdling, ganz schwierig, in einer anderen Kultur sein. Vielleicht nicht immer alles verstehen. In einem anderen Land sein. Zum Beispiel auch Touristen. Ballermann-Touristen. Die sind Fremdlinge. Die hinterlassen Dreck, Lärm und verärgerte Anwohner. Oder Schweizer in Italien, die mit den Socken in den Sandalen rumlaufen. Und dann einen Cappuccino zu der Pizza trinken. Aber auch die Italiener, die unpünktlich sind. So wie ich heute Morgen, 5 Minuten zu spät. Fremdling sein, in einer anderen Kultur sein, ist nicht immer einfach. Und das weiss der Petrus. Aber er sagt trotzdem, ihr seid Fremdlinge auf dieser Welt. Ihr seid Gäste. Wenn eure Identität in Christus ist, dann ist eure erste Heimat dort. Ihr seid da nämlich auf der Erde, auf der Durchreise. Ihr seid unterwegs. Der Paulus sagt es ganz ähnlich im Epheserbrief. Er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Der Paulus kehrt es um. Er sagt, ihr seid Bürger, aber im Himmel, da sind ihr noch Gäste. Der Jesus sagt es ganz ähnlich. Er sagt, nicht von dieser Welt,
aber noch in dieser Welt. Das ist unser Ort, so sind wir, da sind wir. Und es ist ja so, wir Christen oder Christen sind eine Minderheit in Europa. Wir haben zwar noch christliche Wertestrukturen, aber die sind nicht mehr zwingend, die sind nicht mehr dringend. Und wir können jetzt ganz einfach sagen, früher war alles besser gewesen. Den Satz haben wir vielleicht auch schon gehört. Oder sagen uns sogar. Ja, wir können dem alten Europa nachtrauern. Ich glaube, der Satz ist sehr zerstörerisch, vor allem für die jungen Generationen. Wenn es heisst, früher war alles besser gewesen, dann heisst, jetzt ist alles schlecht, ein bisschen in diesem Stil. Und das heisst, die Jungen sind ein bisschen schuld. Es kann sein, dass einige Sachen früher besser waren, aber der Satz, so allgemein gesagt, ist sehr demotivierend. Und ich denke an die erste Gemeinde, frisch im 1. Jahrhundert nach Christus. Die sind nicht nur eine Minderheit gewesen, sondern eine Minderheit von der Minderheit. Sie sind nämlich ein kleiner Teil im Judentum gewesen, und das Judentum ist ein kleiner Teil im Römischen Reich gewesen. Aber die Gemeinde ist gewachsen. Die Gemeinde ist proportional extrem gewachsen. Wieso? Wieso? Ich glaube, für den Petrus war klar, wenn die Gemeinde wachsen soll, dann muss sie positiv auffallen. Und wenn sie positiv auffallen soll, dann muss sie positiv handeln. Und das ist ganz wichtig. Wenn unsere Taten nicht unseren Worten vorausgehen, oder noch schlimmer, wenn sie denen gar nicht entsprechen, dann haben wir nichts zu geben. Dann haben wir keine ernstzunehmende Wahrheit, keine ernstzunehmende Alternative. Der Petrus sagt, wir sollen aufpassen mit den fleischlichen Begierden. Das ist auch noch heute so. Aber ich glaube, auch physisch müssen wir aufpassen. Oder materiell gesehen. Ich glaube, in Europa und vor allem in der Schweiz, wir haben nicht nur viel, sondern wir haben auch zu viel. Wir müssen aufpassen, dass wir uns zufrieden geben. Ich glaube, in Europa haben wir eine Gesellschaft, die alles möchte erleben und so viel wie möglich. Auch dort müssen wir aufpassen. Ist das unser Lebenssinn? Ist das, was uns antreibt, so viel wie möglich zu erleben, so viel wie möglich reisen, so viel wie möglich probiert zu haben? Einfach, dass wir uns das nochmal bewusst machen. Was zählt wirklich? Ich reise auch gern. Ich habe auch gerne ein gutes Handy. Aber wenn ich dann kein gutes Handy habe, bricht dann meine Welt zusammen. Wenn ich jetzt nicht 4-mal im Jahr in die Ferien kann, bricht dann meine Welt zusammen. Ich glaube, dass das uns einfach nochmal bewusst wird. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht eine Parallelgesellschaft bilden. Ich denke da an Jesus selber. Jesus ist heilig und unser Ziel ist ja, dass wir heilig sind. Aber Jesus ist sich nicht schade, auf die Erde zu kommen und den Menschen näher zu sein. Und das muss bei uns auch sein. Unser Heiligsein heisst nicht, wir schliessen uns in unseren Kreisen, sondern es heisst, wir sollen den Menschen näher sein. Und eins soll nicht das andere wegnehmen. Wir sollen näher sein und heilig. Beides soll stattfinden, so wie es Jesus gemacht hat, als er auf die Erde gekommen ist. Ja, und vielleicht werden wir dann mal ein bisschen belächelt, mal ein bisschen beschimpft. Aber es soll ja bei uns zuerst starten, das Christsein. Es soll bei uns zuerst starten. Es findet in uns statt und um uns herum statt. Es findet in der Gemeinde statt, aber auch in der Gesellschaft. Es ist ein bisschen wie die Inkubationszeit, das wissen jetzt alle, was das ist. Es ist zuerst bei uns innen, dann bricht sie uns innen aus und das sind wir ansteckend. Und so muss es auch im Glauben sein. Es muss bei uns innen etwas stattfinden. Es muss bei uns innen passieren. Und dann kann es ansteckend sein. Und so hat einfach die Kirche im 1. Jahrhundert den Weg geebnet, dass viele Leute dürfen Jesus kennenlernen, Gottes Liebe und Gottes Befreiung erfahren. Das Erfahren, das nicht von dieser Welt ist. Wir sind ja Fremdlinge und Gäste. Die Leute dürfen sehen, etwas, das nicht von dieser Welt ist, aber auf die Welt gekommen ist. Der Petrus geht dann weiter im Text. Er tut die Prinzipien auf den Staat und den Gläubigen anwenden. Er wendet sie auf den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer an. Er wendet sie auf die Ehe an.
Den Teil lassen wir jetzt aus, weil im nächsten Teil, wenn er weiterredet, dann wird es wieder für alle. Und den möchte ich jetzt mit euch lesen im Kapitel 3, immer noch im 1. Petrus, die Verse 8 bis 17. Da heißt es: Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr Drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Ganz starke Worte. Wir werden nicht ganz alles anschauen können. Aber ich glaube, was er vermitteln will, der Petrus, ist, es startet in dir. Es findet dann in der Gemeinde statt. Ganz wichtig, es findet in der Gemeinde statt. Und dann schwappt es über in die Gesellschaft. Dass das einfach bewusst ist, dass wir schon in der Gemeinde ansteckend sein können. Wie wir miteinander umgehen, ist entscheidend. Das Beste, was wir für die Gesellschaft machen können, ist schon da innen mit Liebe, mit Vergebung, mit Hilfsbereitschaft miteinander umzugehen. Es muss schon da innen stattfinden. Wir können nicht die Gesellschaft verändern oder die Gesellschaft gut tun, wenn es nicht zuerst bei uns, in unseren eigenen Reihen stattfindet. Und das Ziel ist ja, dass es alle erreicht. Das ist wirklich nicht das Ziel, dass es da läuft und draussen nicht, sondern das Ziel ist, dass es alle erreicht. Und dann heißt es gleichgesinnt. Gleichgesinnt heisst nicht, dass alle die gleiche Meinung zu jedem einzelnen Thema haben müssen. Weil dann wird es nur Gemeinden von einer Person geben. Aber gleichgesinnt heisst, wir haben das Ziel vor Augen, wir haben einen Umgang, wie man das Ziel erreichen will. Und der Umgang besteht aus Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit und Güte. Und ich glaube, die sind alle ansteckend. Aber Vorsicht, auch Hass, Geiz, Egoismus können sehr, sehr ansteckend sein. Und wie können wir jetzt mit dem umgehen? Und der Petrus gibt uns ganz einen guten Tipp. Segnet, weil ihr Segen erbt. Das soll unsere Antwort sein, in jeder Situation. Ob uns Fluch, Hass oder auch Segen entgegenkommt, unsere Antwort soll Segen sein. Der starke Segen von Gott. Der Segen, den wir in Christus haben, in unserer Identität in ihm. Der Segen, der stärker ist als jeder Fluch. Der Segen, der ansteckend ist. Und dann heißt es, tue nichts Böses und jage dem Frieden nach. Ich glaube, der Petrus sagt, Frieden ist ein Ausnahmezustand. Krieg ist ein Normalzustand. Das kann geopolitisch sein, es kann wirtschaftlich sein, aber es kann zwischenmenschlich sein. Es kann der Arbeit sein in unseren Familien. Nicht jeder Krieg wird mit Waffen geführt. Aber der Petrus sagt, in diesen Situationen, holt den Segen von Gott rein. Weil er stärker ist als jeder Fluch. Ab Vers 10 braucht der Petrus dann Bilder vom menschlichen Körper. Er redet von der Zunge, wo Lug und Trug hervorbringen kann. Und warnt uns, hey, eure Worte, braucht sie gut.
brauchen sie mit zum Segnen. Und dann redet er über Gott, dass Gott auf eine Art körperliche, menschliche Attribute hat. Ich weiß nicht, wie das genau sein sollte, aber er sagt, Gott hat Augen. Er sieht, wenn du gerecht handelst. Er sieht, wenn es an der Arbeit nicht einfach ist. Wenn du schlecht behandelt wirst, aber deine Arbeit trotzdem gut machst. Aber niemand dich dafür lobt. Oder du keine Belohnung dafür bekommst. Gott sieht es. Er hat Augen. Er bekommt das mit. Er sieht auch, wenn du als älterer Teil alles gibst und Kinder sind undankbar. Gott sieht es. Wenn der Alltag schwierig ist. Gott sieht es. Ist das nicht ermutigend zu wissen? Gott hat Ohren, lesen wir. Er hat Ohren zum Hören. Er hört, wenn wir Ungerechtigkeit anklagen. Er hört, wenn wir ihn rufen. Er hört vor allem sehr gut, wenn wir keine Heuchler sind. Weil wenn wir ungerecht handeln und Ungerechtigkeit anklagen, dann sind wir Heuchler. Dass das nicht passieren sollte. Und Gott hat ein Angesicht, das gegen Bosheit gerichtet ist. Und es ist eine Warnung und eine Hoffnung im gleichen Moment. Es ist eine Warnung, die uns sagt, hey, tu gut handeln. Gott sieht es. Es ist aber auch eine Hoffnung zu wissen, dass Gott Gerechtigkeit walten lassen wird. Gott wird Gerechtigkeit walten lassen, weil er sieht, wenn Ungerechtigkeit passiert und er wird sich dem annehmen. Das ist unsere Sicherheit und unser Trost, dass Gott ein Angesicht hat, das gegen Ungerechtigkeit gerichtet ist. Der Petrus stellt eine Frage und sagt, und wenn wir Gutes tun, wer sollte uns Böses tun? Was ist die logische Antwort? Niemand. Niemand. Wenn wir Gutes tun, wer sollte uns denn Böses machen? Niemand. Aber in der Praxis ist es dann eben nicht so. In der Praxis ist es nicht so. Und der Petrus sagt, genau dann, wenn es eben nicht so ist, dann hast du nicht das Recht, auch mit Bösen zu antworten. Genau in dem Moment ist es eben wichtig, dass du mit Segen antwortest. Dort ist der Segen drin. Dort bist du glückselig. Weil der Segen stärker ist als Fluch. Licht ist stärker als Dunkelheit. Und der Petrus sagt nicht, dass es einfach ist. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass es sehr, sehr schwierig ist, genau in diesem Moment mit Segen zu antworten. Aber in diesem Moment ist es eben noch wichtiger, dass wir wirklich auf Gott vertrauen, auf Gott hoffen, mit Gott reden. Und das möchte ich heute Morgen über dir aussprechen, den Segen. Dass du in so Situationen auf Gott kannst vertrauen. Dass du in so Situationen, wo du Hass empfängst, die Liebe von Gott noch stärker spürst. Dass du, wenn du dich bedrückt fühlst, in so schwierigen Situationen, dass du dann die Freiheit von Gott extrem stark spürst. Das ist der starke Segen von unserem Gott. Und der Segen ist so stark, dass auch all deine Fehler, all deine Sünden weggewaschen werden, wenn sein Segen in dein Leben kommt. Dann kannst du auch die Vergebung annehmen. Weil Gott hat die Welt besiegt. Wir haben es gesungen. Gott ist grösser. Er hat die Welt besiegt. Wir sollen ihn fürchten. Er ist der Herr. Er ist in unserer Heimat der Boss. Bei ihm, ihn sollen wir fürchten. Ihn sollen wir ehren in unserem Leben, in unseren Herzen. Dort startet dann auch unsere guten Taten. Und der Petrus sagt dann, es könnte passieren, dass die Leute euch fragen, hey, was ist das für eine Hoffnung? Was habt ihr für eine Hoffnung? Und dann dürfen wir Auskunft geben. Und wenn wir dann Auskunft dürfen geben, müssen wir aufpassen. Wie geben wir Auskunft? Es passiert dann manchmal, dass es verurteilend überkommen. Oder ein bisschen arrogant. Aber der Petrus sagt ganz klar, es soll mit Liebe und Respekt passieren. Das ist die Art, wie man die gute Botschaft von Jesus weitergibt. Wieso ist das die Art? Ich glaube, das ist der Inhalt der Botschaft. Der Inhalt der Botschaft Gottes ist, dass er uns liebt. Dass er uns nicht zwingt. Und das so müssen wir es auch weitergeben. Voll Liebe und mit Respekt.
Sonst kommt die Botschaft nicht gut an. Dass es einfach bewusst ist. Ich habe ein Beispiel aus meinem Leben, das ich mitteilen möchte. Es ist ein wunderschönes Beispiel, wie Gott am Wirken ist, wo wir eigentlich gar nicht hinkommen. Ich bin mit der Deborah diesen Sommer auf Sizilien an einer Hochzeit. Wir haben dann noch ein bisschen Ferien gemacht. Dann am Abend sind wir im Resti gesessen und haben Schweiz-Frankreich geschaut. Wer kann sich noch an das Spiel erinnern von der EM? Yes, genau. Und dann, nach 90 Minuten, habe ich mit dem Marco telefoniert. Marco, guter Kollege vom Kreuzpunkt. Habe ich mit ihm telefoniert und wir haben Schweizerdeutsch geredet. Und dann ist das Spiel weitergegangen und ich bin wieder abgesessen an meinem Platz. Und dann ist nebendran ein Typ mit seiner Familie gesessen, alles tätowiert, und der schaut mich so komisch an. Ich dachte, okay. Und dann fragt er mich, hey, was hast du für eine Sprache geredet? Auf Italienisch fragt er mich. Ich so, ja, Schweizerdeutsch. Ah, habe ich es doch gewusst. Weißt du, ich arbeite im Tessin. Ah, wirklich, cool. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und es hat sich herausgestellt, der wohnt 10 Minuten von uns entfernt. Also der wohnt ganz in der Nähe. Und wir haben ihn dann mehrmals noch getroffen in der Ferien, im Dörfli, immer, wenn wir gelaufen sind. Und wir sind ins Gespräch gekommen, er ist super freundlich, mega sympathisch. Und es ist ganz natürlich passiert. Und wir haben uns jetzt regelmäßig, sehen wir uns, seit einem Jahr. Und es ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Ich muss ihn jetzt auch nicht irgendwie manipulativ irgendwie versuchen, ihn in die Kirche zu bringen oder ihn zu bekehren, sondern ich darf die Freundschaft leben. Mit meinem Christsein, mit meiner Identität in Christus darf ich die Freundschaft einfach ausleben. Manchmal reden wir über Religion und Theologie und Glauben. Aber oft reden wir auch über Fußball, Formel 1, Pflanzen, Essen, Politik. Wir regen uns über die italienische Bürokratie auf. Wir regen uns über die hohen Preise in der Schweiz auf. Und eben manchmal reden wir wieder über Gott. Manchmal lade ich ihn in den Gottesdienst ein. Meistens kommt er nicht. Aber ist okay. Er darf entscheiden. Wir sind an dem Punkt in unserer Freundschaft und ich hoffe, dass sich die Freundschaft noch vertieft. Das ist meine Hoffnung, weil ich schätze die Freundschaft. Ich habe lange gebetet für einen Kollegen. Ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich habe viel Freundschaft auch da. Und die vermisse ich. Und Gott hat mir einen Kollegen geschenkt. Im Umgang mit ihm ist mir sehr wichtig, dass ich Jesus nicht seinen Standards anpasse. Das ist mir ganz wichtig. Ich könnte Jesus ein bisschen runtersetzen, ich könnte es einfacher machen, aber ich muss Jesus nicht ändern. Ich lasse Jesus, wo er ist. Und ich lasse auch meinen Kollegen, wo er ist. Ich muss meinen Kollegen nicht ändern. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich darf beide lassen, wo sie sind. Ganz einfach so. Und dann ist es Jesus, der ihm begegnet. Das kann ich nicht machen. Sizilien ist 1000 Kilometer von der Lombardei entfernt. Gott hat uns dort als Freunde zusammengeführt. Und wenn Gott will, dann lernt er ihn auch persönlich kennen. Das kann ich nicht machen. Und es ist nicht immer einfach, weil er stellt ganz schwierige Fragen an mich. Und das habt ihr vielleicht auch an mich. Ihr bekommt eine ganz schwierige Frage, auch gesellschaftlich gesehen. Und ihr wisst genau, eure Antwort die passt in die Gesellschaft heute nicht rein. Aber ich lasse Jesus, wo Jesus ist. Ich muss mich nicht anpassen in dem Sinn. Und da leide ich manchmal. Das gibt es manchmal. Aber Petrus sagt, es ist okay, für Gutes zu leiden. Es ist besser, wenn man leidet, für Gutes zu tun, als wenn man Schlechtes tun. Weil wenn man Schlechtes tun und leidet, dann ist es nur gerecht. Wenn wir aber Gutes tun und leiden, dann sind wir glückselig. Ich möchte noch eine Illustration zum Schluss geben, wie wir das auch noch ein bisschen besser verstehen können. Es ist wichtig, dass wir in unser Glaubensleben investieren. Und ich koche gern. Also ich koche sehr gern. Und am Anfang, wenn man kocht, ist immer ein riesen Saupuff, oder? Und irgendwann wird man besser und kann während dem Kochen gleichzeitig Ordnung machen.
Und dann hat man vielleicht das Rezept und man passt es an. Jedes Mal, wenn man kocht, ändert man vielleicht irgendetwas in der Dough, also ein bisschen mehr Salz und dann vielleicht ein bisschen weniger Pfeffer und beim nächsten Mal ein bisschen mehr Wasser und ein bisschen weniger von dem. Und ich glaube, wenn wir von unserem Glauben erzählen, dann soll das so sein, wie wenn wir unser Lieblingsrezept jemandem weitergeben wollen. Und ich könnte das ganz einfach machen, wie ein Traktat. Also du nimmst dann 15 Gramm Basilikum, schneidest es in Viereckchen, dazugeben und dann 30 Gramm Teigwaren ins Wasser geben, kochen. Ich könnte das so erzählen, das Rezept. Aber wenn das Rezept mein Lieblingsrezept ist und ich es schon 10-mal gekocht habe, 20-mal und ich habe das erlebt, wie es auch in die Hose gegangen ist und ich habe es dann verbessert, wenn das Rezept mit mir etwas gemacht hat und ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, dann merkt das die andere Person sofort. Die merkt sofort, ob ich einfach das Rezept ablese oder ob ich meine persönlichen Geheimtipps noch weitergebe. Und das Ziel ist ja dann, dass die Person das probiert. Wenn die Person mein Lieblingsessen probiert und merkt, das ist wirklich fein, das will ich auch daheim nachmachen, dann fragt mich die Person ja nach dem Rezept. Und dann darf ich es weitergeben. Das ist das, was der Petrus sagt, sei alle Zeit bereit, von Jesus zu erzählen. Ich renne nicht um und erzähle allen mein Lieblingsrezept. Aber ich lasse es ein bisschen probieren. Ich lasse sie ein. Willst du es probieren? Hast du es gern? Möchtest du das Rezept haben? Oder er fragt mich, darf ich das Rezept haben? Und dann gebe ich das ganz gern weiter. Ob er es dann daheim kocht? I don't know. Aber so gebe ich das gern weiter. Und so lebe ich das auch mit meinem Glauben. Ich lebe mein Leben mit Jesus. Christ sein. Und ich bin parat. Und auch wenn es nicht einfach ist, mit Tat und Wort das auszuleben und vielleicht an meinen Nächsten anzustecken. Ich möchte jetzt gerne noch beten. Ja, Jesus, du bist gut, du bist heilig und du bist trotzdem auch so nah bei uns. Es ist so schön. Und Jesus, du weißt, es ist auch nicht immer einfach. Aber du segnest uns tagtäglich, immer wieder neu. Jesus, ich danke dir für das Segen. Jesus, ich bitte dich auch für die Gemeinde, für den Kreuzpunkt. Dass sie das Segen dürfen erleben, persönlich, jeder Einzelne, aber auch im Umgang miteinander. Und Jesus, ich bitte dich, dass das Segen überschwappen darf auf Wettigen, aufs Limmatal, auf Freunde, auf Verwandte, auf ganz natürliche Art, weil du am Wirken bist, weil dein Heiliger Geist dort am Wirken ist, wo wir nicht ankommen. Ich danke dir, Jesus, dass das dein Anliegen ist und dass du am Wirken bist. Jesus, danke, dass du es vollbracht hast. Dass wir auf dich hoffen dürfen. Dass du siehst, dass du hörst. Dass wir dir nicht egal sind, im Gegenteil, wir sind wertvoll in deinen Augen. Das ist ein Privileg, Jesus. Danke vielmals. Amen.